Herzlich willkommen zurück bei Team Litzebusch bei dem neuen Yugi-Produkt Opening. Und zwar das Quarter Century Stampede, auch bekannt als Rarity Collection Fair. Und da war auch die letzte, die an so engem Stil rauskommt. Aber darüber können wir gleich ein bisschen schwätzen. Bisschen mehr ein teures Produkt, aber auch in diesem Schlot. An diesem Set sind natürlich lauter Staples dran, an Metakarten über die letzte pur Main verteilt. Und das ist ein ganz gutes Set für sich billig Reprints zu ergattern. Und gerade das Set hat relativ gut Reprints, weil meistens geht durch Bundles das Ganze dann auch immer ein bisschen entwert. In diesem Fall ist es aber sogar ein bisschen mehr wertvoll gehen, weil die Karten, die halt dran gereprint gehen, auch nicht gehit sind. Wir gucken mal ran, mal gucken, ob man die Karten, die ja am Raum stehen, auch gezogen gehen. Viertel von dem Set ist natürlich auch, dass alle Karten all Rarität kann kommen, also mehr Hund, doof. Ja, die werdet gesehen, relativ viel cool Sachen an die echt als schon The Apprentice Illusion Magician eine Karte, die ich ziemlich gerne habe und ich kriege die hier am ich weiß nicht genau wie die heißt, mir das ist die spezielle Secret Rare. Dann haben wir ein Collector's Rare A Hero Lives, ein Quarter Century Rare, von denen sind da auch pur dran, an ein Shadow Winder. Es sind 5 Karten, wie gesagt, sie können an alle Rarität verteilt kommen. Es können auch 2 Collectors Rares an einem Set sein, also an einem Booster. Ja, wie gesagt, da möchte das Set ziemlich interessant für Leute, die halt eine bestimmte Rarität sichern an hier Böllisch, hier Staplekarten abstocken wollen. Shockmaster am Quarter Century ist schon ziemlich cool. Als wir nicht von der Bundlist kommen, um dem es ihnen rausfand, dass der gereprint wird, hatte ich schon Angst. Aber für mich alle Formate ist den einfach noch relativ witzig. Left Arm Offering, also auch ein cooler Reprint. An Hayas den natürlich, ja, nicht so willkommen ist bei denen, die sich die Karte schon kaufen. Das sind aber Logo Reprint geht, ist relativ gut, weil absolute Meta-Staple Fuvalos am Ultra Rare. Und dann haben wir noch ein Evil Twin Lila, auch am Ultra Rare. Die sieht, die Pagasrom ein bisschen anders, da sind mehr Ultras gewischt, wie Low Secrets und so. Ja, Fuvalos zum Beispiel ist eine Karte, geht 150 € oder erstmal 150 € ganz steck. Kommt demals als Secret Rare raus am Dezember. An Lohomerin schon als Reprint. Das ist relativ schnell gegangen. War aber auch wirklich neidisch, weil du musst die Karte spielen. Und wenn du sie nicht spielen kannst, dann hast du schon eine große No-Deal. Allein nicht mehr, weil die Karte als Gegner hat und sie selber nicht dem Gegner hinterlegen kann. So, Black Rose Dragon, Memento Stuff. Gut, die The Deep Beyond. Vielleicht sind ja auch ein paar Karten da, die ihn halt am Goat oder am Edison-Format braucht, die auch relativ teuer sind, an einer normaler Rarität. Ja, so Karten sind halt auch dran. Sobald man einen gesehen, kann ich erst Bescheid sein. So, da haben wir den Gustav Max, ein Ultra Rare. Nee, Ultimate, das hat dort sogar Extra Hero. Es sind von den Ultimates an dem Set nicht so ganz begeistert. Ich fand, die sind nicht so schön wie die Ultis, die aus den Turnier-Packs sind. Aber für den Rest, ja, Christian Kuan, auch ganz cool. Ja. Fiend Smiths sind auch noch nicht alle Gurheit dran, weil doch ein bisschen sauer ist. Aber den Engraver, den wird man wahrscheinlich auch gesehen. Wir fangen aber wieder nach bei dem Extra Hero an. Dann der Winged Dragon of Ra an auch der neue Secret Rare. Ich kann leider den Nummern an Ascension, das hat auch gereprint dran. Die war bis vor kurzem auch relativ teuer, weil die an einem Set war. Den Set war nicht so ganz populär. Und die Karte war wahrscheinlich die Chase-Karte aus dem relativ alten Set. Und dafür ist es ganz gut, dass in den Teil gereprint wird. Das ist natürlich für Shirt für die sich die Karte dann angeschafft haben. Gehen natürlich lo heirem Hopskull. Espergirl ist eine Karte, die habe ich früher ganz gerne gespielt. Die wurde in einem Gusto-Deck, an meinem Lieblingsdeck 2010, 11 so, ganz gerne gespielt. Andere Big Eye, auch eine ganz coole Reprint. Menglisch gut auch noch nicht so oft Reprints an. Castera ist immer noch
ein relativ interessant Deck, gerade wo Detonator auf Endgangers, ja, als Unicorn, relativ oppressive. So, wir haben einen Esper Girl, dann haben wir den Pendulum Sorcerer, ein Chamber Dragon Maid, auch cool. Vanquish Soul ist halt auch dran. Das war nicht das beste Deck, aber ich würde auch nicht mehr so sein Reprint, Grudlo, mit dem ihn halt das Deck dann auch für ganz billig Ruhe schaffen kann. So, und dann Left Arm Offering, Grapha am Quarter Century. Gine Purkarten, die gehen nicht mehr am Quarter Century und gibt eine Karte, die geht nicht als Quarter Century. Mit schätzen halt, guck, das kann sogar sein, dass sind zweimal die gleiche Karte an einem Booster hat. Also wie gesagt, hier ist komplett, das ist ein komplette Casino. Die wisst nie, wer da kriegt. Die könnt alles an auch nicht kriegen. Wie gesagt, es gibt ein Karte. Oh, Lullaby of Obedience ist auch cool. Das ist nämlich so ein Staple, die ab und zu immer am Format abtauchen kann. Ein Access Code auch am Quarter Century. Darüber freuen ich mich. Die werde ich wahrscheinlich sogar selber spielen, weil ich schon immer die Gold-Raren Access Code und das ist nicht so meint. So, dann Bone Party am Ultimate, pardon. Ja, da ist eine Karte, die am Head-Format ganz gerne gespielt wird. Und dann haben wir noch ein Monarch. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau, Magier, das ist ein Blue Eyes Monster. Und das, wo halt 600 bis 700 Euro an Crutheiser Reprint, dass auch jeder die Karte benutzen kann. Jurak Meteor, also der Bowser, für als Nintendo-Fans im Kanal. Ja, geht es auch an dem Set. Und du hast einen Danger Tsushinoko, der ist auch gut, weil die Karte ist direkt auf 3 kommt, an eine Schönemann 2. Die lehne ich mal beiseite, weil die Karte, die kennt relativ gut. Dangers sind natürlich direkt. Ob sie sich durchsetzen, weiß ich nicht, aber es ist immer gefährlich mit den Karten, weil auch Dark World existiert an der Shifter-Hit, weil er auch nicht der beste Hit für die Decker zu stoppen. Anscheinend ist hier Tier-Element Lorem relativ gut. Sagen wir Great Raging Phoenix, also auch Zeit ging, dass den Reprint Crude Fire Format, das zwar schon River, aber ja, lassen auch mal endlich affordable gehen. Dann haben wir Heavy Infantry und den Alistair, den Vulcan, im ganz normalen Design. Verschiedene Karten haben halt dran auch einen alternativen Artwork. Ich hoffe, dass ich da meine Lieblingskarte auch nachzählen. Also meine Lieblingskarte von den alternativen Artworks. Hier haben wir einen Liner, Eye of Timaeus, Cyber Dragon Core. Und ich hoffe, dass das die Qualität von den Karten an alles ein bisschen besser ist. Beim letzten Jahr hatte ich zu viel Stress und die falsche Kamera geholt. Und das hol mal das Shame mit 4K ab. Und die kriegt kleinen Augenschmaus. Man kann die Texte, Bilder und alles schön drüber kennen. Und Framerate ist auch not the best. Not the bad. Ja, fail. So, dann du mal den Mystic Piper, ja, das ist ein kleiner Meme-Card. Witzig, dass die hier auch gereprintet wird. Da muss ich immer an einen Profi denken, den ich ganz gerne gucken, den eine Zeit schon damit experimentiert wird am Pearly Deck. So, Starslayer Teil von mal endlich als Zeit gehen, weil ich schon immer noch gelehnt bin, an dem muss ich mal endlich zurückgehen. Mogi Mogi am Secret Rare war auch ganz witzig. Kissikil an Zodiac Barrage, auch cool. So, Teilchen das gepackt. Aber wir haben immer noch keinen Engraver von. Das ist der im Shortprint-Detail dran. Also, wie gesagt, das Set ist zwar cool, aber wie Konami darum handelt, ist halt nicht das Beste. Na, die profitiert halt leider mehr vom Single-Marché, wie die Produkt zu kaufen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Darüber lässt sich die ganze Zeit streiten. Und ging relativ viel, die wirklich ein bisschen Saturn, wie Konami hier Produkt handelt, aber es ist die Frau, dass man halt so Reprint-Sets hatten, gerade für Fuvalos und so, kann ich sich Loro schaffen. Aber laut Konami ist das auch die letzte Kehr, wo ein Quarter Century Rare kann sein. Ich weiß nicht, ob es die letzte Kehr ein Rarity Collection kann sein mit Quarter Century sind Heimat darüber. Hier ist die letzte Chance, erst nach Favorite Karten am Quarter Century zu besorgen. Ab dann gehen anscheinend kein mehr geprint. Also wir kriegen die Rarität der Fortgold. Die wird auch nicht mehr existiert für den 25. Geburtstag von Yu-Gi-Oh! Zu feiern.
Und das ist über 2 Jahre gelaufen, dass man am japanischen Geburtstag Ugang an, weil Eisen Geburtstag 2 Jahre mich spät halt ist, wird ihn dazu mal nicht verbunden an Holy Moly, wer das hat für Blue Eyes. Am Quarter Century Rare und ich seid auch nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Favorite Design, wenn ich Blue Eyes spiele, aber trotzdem eben relativ coolen. Der Lynchmod bei Zeit, weil der wirkt ziemlich nice. Hey, den könnt ihr halt dann die ganze Zeit begucken. Und dann haben wir eine Menge Tsuchinoko am am Ultimate. Das, ja, wie gesagt, sind nicht so Fan vom Ultimate Rarität. Yamato, auch in aus einem Ale-Format, an ein Ash Blossom, ein Feed Ash, auch als Reprint. Also, wenn nach Staple-Browsern so Handtraps, die sind alle gut an den Rarity Collections geprintet, gehen also für Yu-Gi-Oh! Uns fängt so mal als relativ böllisch. Natürlich auch irgendwie nicht, ne, weil jetzt sind relativ viele Staples, die sich am Anfang muss ausschaffen, aber immerhin muss dir kein 100 € bläschen, wenn da ein relativ wichtige Karte am Format will tun. Allein Fuverlos möchte erst leben so viel mehr einfach. Und hier hat man nur im Kegelek kein interessante Pull so eine Schmoll gezogen. Das waren nur alles Karten, die den ein oder anderen vielleicht freut, aber weder für Competitive-Spieler noch für Spieler, die ein bisschen Time Wizard-mäßig unterwegs sind, relevant. Crimson Dragon auch coole Reprint, brauche ich immer noch. Und ein Collectors Rare Terraforming, auch nicht schlecht. Also Heinz sind die Collectors Rare ziemlich cool. Bei Link Monster fand ich Collectors, das Collectors, ne? Ja, wie gesagt, bei den Link Monster fand ich die Collectors Rare besser, weil die aus den Sets. Wie gesagt, auch nicht immer. Oh, Transaction Rollback, das ist coole Pull. Die Karte ist auch mega teuer gewesen. Und die cool, dass die halt gereprint sind. Das ist relativ coolen Effekt. Wahrscheinlich von unseren besten Pulls bis lo. Damit kann ich einen Trap kopieren. Und das ist natürlich an diversen Decker relativ unfair, weil once per turn, guck mal, haben wir nicht mehr an einem super. Das ist schon ein bisschen traurig, wenn ich mir Opening Secrets gucken, die ich mal nach Uro geschafft und ja, schon die halt gebraucht für Regios und so musste die halt spielen. Aber boah, da so eine Schneider, große Messi und Team Lützebusch, die mal finanziell Unterstützung gehen hun, dass ich mal die Karte konnte holen. Also große Messi und Team. Nicht hätte ich die Karte wahrscheinlich auch nicht spielen können. Star Drawing. Eng Seram Secret, okay. Dann Mermail. Die Load Heavy geboost gesehen an Secret Password. Selent ist das ja auch dran. Weiß ich gerade nicht, ob den da ja, also ich meine, der war nicht so da ja, oder den und nicht, den muss man manchmal für 2 € krut. Ist wahrscheinlich nur am Feierformat, aber ein bisschen gespiked. Weil der kennt manchmal alle gut den OTK-Dommer da an, ist auch einfach zu pullen. Obedience auf Quarter Century ist ganz nice Pull. Manchmal ist ein von den preiswerten Karten. So, dann haben wir ein Ultra Mad Love. The Light Pulsar Dragon. Das sind auch halt dran, das ist schon ziemlich witzig. Und noch ein Cäsar. Okay. Kann den Dommer da Besuch hängen, das ist froh. Moment, das den. Ne, den ist, okay. Ne, den ist leider nicht Quarter Century, mehr auch die ganz spezielle Secret Rare. So, da fängt man um den Big Eye, Shadow Dragon, Ogre. Ja, wir eine Playset Fuvalos, holy shit. 2-mal Ultra, 1-mal Rare. Nice. Auch wenn ich sie nicht brauche. Also ich bleibe wahrscheinlich aber beim Original, beim Secret. Trotzdem eng relativ gut köscht. Kid Engraver gezogen, Nova, okay, ist auch cool. Gaga Cowboy am Ultra. Nee, ist das Collectors oder Ultra? Nee, ist Collectors. Ja, ich kann nämlich mit den Raritäten an dem Set nicht gut aus. Sieht. Und das war es. Ist so, merci wird nur gucken. Und ich meine, den schönste Pull, den wir holen, ist Blue Eyes sei. Und da ist das Video rüber. Merci wird nur gucken. Aber bis demnächst.